Tatsächlich, okay. Spiel ich? Ah, ich spiele wieder, okay. Aber man hätte auch jemand einstellen können für der Papierkram, so ist er nicht. Moment, da kann ich noch was abrahmen, genau. So, so war das. So. Ach Gott, aber wie schön, dass die das jetzt mit Malaysia und so alles offiziell machen und dass man sich danach wirklich den Schatz von Avery Berge lost. Dass das dann wirklich jetzt auch mal eine offizielle Geschichte ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Dass er jetzt endlich mal den legalen Weg wählt durch seine Frau, die ihn mal auch der vernünftige Weg präsentiert. Das ist sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall Hut ab. Ups. Das war nicht so gut. Also wirklich Hut ab, dass er sich jetzt wirklich für den guten, legalen Weg entscheidet. Das gefällt mir persönlich sehr gut. So, und jetzt machen wir das noch ein letztes Mal. Um das Spiel hier auch abzuschließen. So, jetzt nochmal. Ach Gott, nee, aber sehr schön definitiv. Ach, dass das Ganze so gut ausgegangen ist mit Sam. Ich hab's ja echt nicht geglaubt, aber oh, das mit Averys Schatz, das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Dass es mal wieder so am Arsch war alles. Oh, das ist immer das Schlimme bei Uncharted. Das Schlimmste bei Uncharted ist immer, dass die ganze schöne Städte vernichtet werden. Das ist das, was ich am allerschlimmsten finde immer. Voilà. Oh Mann. So. Oh Gott. So, komm schon. Noch ganz, ganz klassisch mit dem alten Kreuz. Das habe ich schon ewig nicht mehr verwendet bei PlayStation-Spielen. Finde ich aber auch schön, dass das so Retro-Zeug im Spiel wieder ist. Oh, scheiße. Oh Mann. Nochmal. War ganz, ganz blöde jetzt. In solche Jump'n'Run war ich auch nie wirklich gut früher. Crash Bandicoot habe ich auch nie selber gespielt. Ihr werdet, wenn ihr das von mir sehen, wahrscheinlich auch wissen, warum ich das nicht mache. Ich bewundere jeden Mensch, der sowas auf 100% durchspielen kann. Ich bin in sowas einfach nicht gut. Muss ich an der Stelle wirklich sagen. Und ich meine, meine Leistung, die spricht ja auch für sich, wenn man das so sieht. Aber hey, ich hab's gepackt. Ich hab's immerhin geschafft und bin nicht vollkommen verreckt. Das ist doch schon mal wirklich Verbesserung. Oh, aber nicht die Elena geschlagen. Okay. Hm. Das Gesicht von der Elena und die Nase von Nathan. Wo bleiben die? Das wird wohl das Kind sein. Epilog. Okay. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch noch. Und das erinnert so an The Last of Us. Crash Bandicoot, ja. Ach Gott. Ja, mit der PlayStation Ends noch ganz retro. Ach Gott, wie geil. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an The Last of Us. Und ja, definitiv. So gut. Nameless. Faith Aaron Hicks. Okay. Was ist denn da noch alles dabei? Prag, New York, Barcelona, St. Petersburg, Berlin, Los Angeles, diverses andere. Ach, Savage Starlight 2! Wie geil! In The Last of Us hat man ja die Savage Starlight Comics gefunden und jetzt haben sie da noch ein 2 draus gemacht. Ich sollte echt aufräumen. Oh, The Last of Us, da unten. Später. American Daughters. Tatsächlich, The Last of Us. Jerusalem. Aber wie geil. A Schwangere Ellie, The Last of Us American Daughters. Alter, wie geil. Hätten sie wirklich nochmal so ein schöner A-Klang gemacht, aber ich glaube, das ist das Kind von Nate und von Elena. Sieht nämlich echt vom Körper, also so vom rechtlichen Gesicht wie die Elena aus und die Nase ist der Scheppe Zinke vom Nate.
Alter. Dad? Jemand da? Ey, es erinnert gerade echt so an The Last of Us. Juhu. Aber ich hoffe, jetzt bricht nicht die Cordy-Selbstplage aus. Die sollten sich lieber nicht über mein Chaos beschweren. Ah, das Hochzeitsalbum wieder. Oh. Da ist er geboren worden. Der Sorry, Sully. Der Onkel Sully. Wow, Sam sieht so jung aus. Ach Gott. Kamel. Hund. Und der Sam war da auch dabei. Oh Mann. Jetzt kriege ich doch glatt Pipi in die Aare. Die haben es tatsächlich gepackt und ein normales Leben hingekriegt. Und halt mit ein bisschen Abenteuer verknüpft, das immer noch dabei ist, dass sie halt so Jobs machen und die haben wahrscheinlich den Schatz von Avery wirklich geborgen. Und der Großteil ging wahrscheinlich an die Öffentlichkeit und vielleicht haben sie noch einen Finderlohn dafür gekriegt. Ich weiß es gerade nicht zur Sache. Aber es ist... Oh, Die sind wohl abgehauen. es ist einfach der Hammer. Es ist einfach alles so wunderbar. Und ein sehr großes Haus haben sie da. Da ist eine Notiz. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns, der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wetten verloren hast, gegen uns beide. 12 Monate rauchfrei, Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer, grüßt die Mädels von uns. Sag Cassie, sie soll schon mal das Backgammon-Spiel rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor. Share. Und jetzt klingelt's Telefon, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich will Uncharted 4 jetzt fertig spielen. Es könnte aber auch sein, wenn das 40 Minuten lang ist, dass ich tatsächlich 2 Teile draus mache. Das könnte wirklich gut sein. Also wundert euch nicht. Ich habe gedacht, ich könnte es am Stück durchspielen. Aber es könnte auch sein, dass es 2 Teile wären. Okay, da ist noch was. Da kann ich raus. Aber ich will jetzt zum Hund nochmal. Oh Mann, das Telefon. Das nervt mich jetzt gerade. Aber wenn es wichtig ist, wird man schon nochmal anrufen. Ich will jetzt einfach nur in aller Ruhe Uncharted 4 bis zum Schluss genießen, oder lasse ich mich jetzt von niemand mehr stressen. Wow, so cool. Ach Die Gott, muss ich mir mal wieder vom Mom leihen. das alte Ding, ja. So à la Life is Strange mäßig. Eventuell sollte ich das auch mal irgendwann Let's Player. Es wird mir schon von viele Leute empfohlen. Sache geile Art von Couch hier. Alte Plattespieler. Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Lass mal einfach mal die Musik im Hintergrund laufen. Ja, es könnte sein, dass ohne Abmoderierer im letzten Teil dann einfach beendet wurde. Dann sorry an der Stelle dafür, dass es nicht gewollt gewesen in dem Fall. Aber ich will auch keinen 40 bis 50 Minuten Klopper machen. Deswegen könnte es sein, dass 2 Teile draus wären. Und dass ich dann beim letzten nicht abmoderiert habe. Weg ist sie. Oh, wie geil. Was eine geile Strandhütte. Da ist noch was? Taj Mahal, ich komme. Indien. Okay. War das nicht der Reiseführer, den die Elena schreiben wollte? Die Welt sehen, den Bedürftigen helfen. Ein Monat voller Abenteuer. Sieh die Wunder Indiens mit eigenen Augen. Tauche ein in die reiche Kultur des Landes. Erkunde uralte Tempel. Feilsche auf den Märkten und besuche zum Abschluss das berühmte Taj Mahal. Zusätzlich verbringst du einen Monat in einem Waisenhaus in Dehradun, um Englischunterricht zu geben und mit den Kindern zu spielen. Ein aufregendes und unvergessliches Erlebnis. Okay.
Steht aber nicht, von wem der Führer ist, aber ich glaube, das war das, was die Elena sowieso schreiben wollte. Oh, das ist wunderschön. Die haben sich in Ruhestand im Paradies erarbeitet. Okay, jetzt kann ich auch joggen. Das Auto in der, in Anführungszeichen, Garage. Ach, so ein Pickup natürlich mit Seilwinde. Hat er Seilwinde? Nee. Aber man könnte in die Trabe befestigen. Nate ist es ja besonders wichtig. Ich bin hier mal gespannt und hoffe, dass alt Nate und ältere Elena später auch zu sehen sein werden. Wie herrlich. Ein Dach im Paradies, lebe im Paradies. Die haben sich's gut gehen lassen. Ich muss auch generell sagen, also so als Resümee, oh, so ein kleiner Pavillon, wie göttlich. Uncharted 4 war großartig. Das kann ich so im Epilog auch sagen. Es war ein wunderbares Spiel. Es war das Schönste von alle 3 Uncharted. Es war perfekt gemacht. Es gab immer mal wieder ein paar Kleinigkeiten, die mich ein bisschen gestört haben. Aber so alles in allem war das eigentlich das Uncharted-Spiel schlechthin. Ich kann es verstehen, warum die Leute so gehypt haben. Ich kann es total verstehen. Grafik, Landschaft, Charaktere, Story, Schatz, Endkampf, Geschichte. Alles perfekt. Goldiges Tierle. Ich mag hier so Golden Retriever. Oh, da habe ich noch optionales Gespräch. So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Oh. Echt jetzt? Gut, suche ich sie selbst. Ja, also, ach, was Story angeht, war es sehr schön gemacht und es waren... Das Essen ist hier. Ah, die wollen einen Ausflug machen. Und es war... Ach, einfach von den Charaktere so schön. Und es ging so lang, das Spiel. Es war so ewig lang. Aber es kam man niemals schlecht oder so in die Länge gezogen vor. Höchstens der Anfang ein bisschen. Aber es hat halt auch wirklich das gebraucht, um Story aufzubauen. Also wirklich an der Stelle Hut ab von Naughty Dog. Ich kann verstehen, warum ihr erstmal die Arbeiter am 2. The Last of Us eingestellt habt. Ich kann es total nachvollziehen, nachdem ich das jetzt gesehen habe und wie lange die an dem Ding hier geschafft haben müssen. Also absolut geil. Es ist so schön von Naughty Dog, nicht irgendwie 3 Baustellen gleichzeitig zu öffnen, sondern sich jedem Spiel einzeln immer zu widmen, damit jedes Spiel ein Unikat wird. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und genau das hat man bei Uncharted 4 gemerkt. Es ist ein Unikat. Es ist ein super Spiel. Auch noch so Outdoor-Dusche, sehr geil, nachdem man dann im Meer war. Ja, es war auf jeden Fall ein Unikat und es war Ehre, das für euch spielen zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt auch euren Spaß gehabt, wie ich das gespielt und kommentiert habe. Und ja, es war einfach großartig, das für euch gespielt habe zu dürfen. Hat mir tierisch Spaß gemacht. Okay, Und dann ich- wohl einfach. Ich habe mir überlegt... Oh, geil. Wow. Ach, die Vollgesäubert. restauriert das. Ach, geil. Sehr schön. Ja, ich habe mir überlegt, weil es gibt hier Uncharted Lost Legacy. Es ist zwar jetzt Du nämlich hast es rausgefunden. nämlich brandaktuell, aber schon aktuell. Und ich würde sagen, nach meinem Livestream Observer, wie sieht's dann aus, ihr liebe Leute? Livestream Uncharted Lost Legacy? Oh ja, bei der hier war ich mit Sully unterwegs. Okay, das haben sie dokumentiert, also jetzt sind sie wirklich offiziell dabei. Oh, das war meine Lieblingsausgrabung. 1000 Stone Faces, geil. Daran erinnere ich mich. Taucherglocke. Ja. Okay, Kambodscha-Expeditionen. Archaeology Now, D&F Fortunes. Ja, schick, schick. Was ist das so? D&F Fortunes, nochmal aber. Frisch wie der junge Morgen. Archaeology Now, Lost Cities. Ja, natürlich, dort für der Händchen und Riecher. Lost Paradise Beneath the Waves. Geil. Ja, ich habe mir gedacht, eventuell noch mal im Livestream Observer, dann ist Uncharted Lost Legacy ja nämlich so brandaktuell. Und ich muss dann nochmal ein neues Let's Play anfangen, was Zeit schluckt.
Wie sieht's aus? Habt ihr Interesse? Soll ich Lost Legacy möglicherweise als Livestream machen oder als Zweit-Livestream, dass ich zweimal in der Woche mache? Also, geil. Adventure Life, Treasure Hunting, Ruins, Runs the Family, nicht Ruins the Family. Treasure Hunting Runs the Family, also in der Familie. Auf jeden Fall verbreitet. Das ist ein Das Schlüssel. sind seine Schlüssel. Okay. Das sind seine Schlüssel. Oh, das sieht aus, als wäre es was Verbotenes irgendwie. Warte mal, von Dokumato war man noch nicht. Ja, dann würde ich zweimal die Woche Livestream machen. Einmal Observer, einmal Uncharted. Wie sieht's aus? Habt ihr Interesse? Ich richte mich doch nach euch. Ach, mit dem Sully, schä. Geben wir doch bitte hier Bescheid. Und dann würde ich mich dort drum auch kümmern. So, und jetzt machen wir hier erstmal auf. Der verbotene Schrank. Einfach keine Chance. Und? Was war da drin? Oh, wow. Ich wusste es. Das Dismaskreuz. Was ist das? Ja. Das heilige Dismaskreuz. Wow, nettes Holster, Dad. Mhm. Ja. Da ein Schädel noch. Irgendwie gruselig. Ja. Irgendwie cool. Ich weiß aber nicht mehr, woher der war. Was haben wir dann noch? Ein Buch. Ach, so eine Journale von seiner Mutter. Cassandra Morgan. Jetzt habe ich aber Ding verpasst im Schrank. Wow. Oh mein Gott. Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sollen sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gangi Sawai. Bildunterschrift Joseph Burns. Kartenunterschrift letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief. Was sind das für Markierungen? Okay. Wow. Henry Avery. Das war das, was wir nicht lesen konnten. In dem Haus. Hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Evelyns Exemplar von Schauplatz der englischen Seeräuber enthält Abschnitte, die ich in späteren Ausgaben nicht gesehen habe. Wenn ich seine Route nachverfolgen kann, kann ich vielleicht herausfinden, wo Averys Schatz sein könnte. Henry Avery lebte von 1659 bis 1699, bekannt als Benjamin Bridgman, Long Ben, Piratenkönig, der Erzpirat, Siegel, also sei Jolly Roger, hat das Mogul-Schatzschiff Gangi Sawai überfallen und ist mit einem millionenschweren Schatz verschwunden. Hat sich vielleicht mit anderen Piraten in Madagaskar zusammengeschlossen, um die Schiffe anzugreifen. Muss Thomas Tew im Kampf getötet, Richard Wand, William Mace und vielleicht noch andere überprüfen. Schauplatz der englischen Seeräuber ist bekannt dafür, voller Ausschmückungen und Lügenmärchen zu sein, aber auf diesen Seiten ist mehr Wahrheit zu finden, als die Leute ahnen. Wo ist er hin? Karte? Keine Ahnung. Das Schiff, auf dem Burns war, wurde durch den Sturm vom Kurs abgebracht und sie wurden von den Spaniern in Panama gefangen genommen. Pech. Avery war gut darin, seine Spuren zu verwischen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier auf dem Holzweg. Die beste und einzige Hoffnung, Averys Schatz zu finden, ist ganz klar unser Freund Burns. Zeit, sich über Panama zu informieren. Cut-Markierung. Uhrzeigersinn von oben rechts. Meerstraße, Bab al-Mandab, Gangi Sawai Raub. Insel Reunion wurde der Schatz hier geteilt. Treffen mit Adam Baldridge. Insel Ascension, weiterer Proviant. Nassau, unter dem Schutz von Gouverneur Nicholas Trott untergetaucht. Schottland, 1699, letzte bekannte Sichtung von Avery. Jetzt aber noch ganz schön viel hier. Ich habe noch weiter recherchiert. Burns erwähnt im Brief den höchsten Turm und in Panama
Es gibt nur ein halb intaktes spanisches Gefängnis mit einem Turm, vermutlich unser bester Anhaltspunkt. Erstes Problem, Regierung von Panama hat ein neues Gefängnis neben das alte gebaut. Hier werden die schlimmsten Verbrecher überhaupt verwahrt. Zweites Problem, Panama wird von einem Direktor regiert, der vermutlich kein Verständnis für unsere Ziele hat. Hatte eine lange Diskussion mit Evelyn über die Schwierigkeiten, vor die uns der Standort des Gefängnisses stellt. Sie sagte, sie werde sich einen Plan überlegen, aber ich habe das Gefühl, dass sie die damit verbundenen Gefahren nicht bedenkt, ganz zu schweigen von ihrer Gesundheit, ganz zu schweigen von meiner Gesundheit. Sollen wir über das Meer reinreisen? Pro direktester Weg, keine kaum Schmiergelder nötig, macht unser Leben etwas aufregender, führt uns vielleicht zum Piratenschatz. Contra, führt uns vielleicht nicht zum Piratenschatz, ziemlich illegal, hohes Todesrisiko, schwüles Wetter. Zeichnung auf der Karte oben, neues Gefängnis, altes Gefängnis. Zeichnung auf der Karte unten, Panama. Und? Ach Gott. Ist das Dad? Ja. Ach Gott, das alte Bild, ja. Krass. Sic Parvis Magna. Oh Gott, jetzt nochmal das. Also heute habe ich echt viel. Aus kleinem Ursprung. Also ich bin mal ganz sicher, dass das Ende Video schon mal abgeschnitten ist und das Intro ich wahrscheinlich nochmal und dann halt ohne Abmoderierung und das Intro, das Outro, sorry, der Epilog, dann nochmal ein halbstündiges Video wird. Sir Francis Drake. Sir Burns Averys Recherche wird erstmal zurückgestellt. Noch zu viel mit Sir Francis zu tun, nur noch ein paar Wochen, bis ich meine Ergebnisse präsentiere. Sie werden mich vermutlich auslachen, schon wieder. So sei es. Handschriftproben. Laufweite ähnlich, aber nicht eindeutig. Brief an Walsingham weist markantes kleines F, ohne Querstrich auf. Das ist auch in der F-James-Probe sichtbar. In beiden Proben findet sich auch ein markantes H, das die normale Basis und Unterlänge weit unterschreitet. Die Neigung der Schrift ist die gleiche. Im Großen und Ganzen sind die Laufweite, Dicke, Neigung und Buchstaben in beiden Briefen identisch. Die Analyse der Tinte zeigt Ähnlichkeiten bezüglich Alter, Verblassens und Beschaffenheit auf. Basierend auf der Analyse schlussfolgere ich, dass F. James ein Pseudonym von Drake war. Da die F-James-Briefprobe aus dem 15.12.1597 datiert ist, belegt dies vermutlich meine Theorie über seinen vorgetäuschten Tod. Ich glaube, dass diese Nummern von Bedeutung sind und dass Margaret das wusste. Ich muss das noch weiter mit Evelyn diskutieren. Skizze eines Rings. Was ist das? Genau. Aus Uncharted 1. Oh, scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey, Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das Das alles ist begonnen was habt. anderes. Das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug. Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen.
Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts Okay, zu tun. Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das eigentlich schon. stimmt. Ja, Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Die Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Und ihr werdet doch wieder Feuer und Flamme für das ganze Zeug. Obwohl das jetzt ein paar Jahre hinter sich gebracht hat. Ah, wie schön. Und mit dem Ende vom ersten Teil, mit dem Bild aus der Kindheit aus dem vierten Teil, endet Uncharted 4, A Thief's End. Oh, geil. Ich denke, ich habe schon alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Im Epilog. Geilstes Uncharted-Spiel überhaupt. Es hat tierisch Spaß gemacht, das zu spielen. Und ich hoffe, für euch war es auch schön, das zu spielen. Quatsch, nicht zu spielen. Was babbel ich da? Und dass ihr es bei mir geguckt habt, natürlich. Und ich kann jedem nur empfehlen, es wirklich selber zu spielen. Es hat alles gehabt, von Story über Charaktere. Sauberer Abschluss für die Reihe, wie ich finde. Absolut wunderbar. Also ich freue mich echt tierisch drauf. Eventuell auch nochmal den neuen Ableger in Angriff zu nehmen. Wenn ihr das wollt, dass ich Uncharted Lost Legacy als Livestream spiele, gebt bitte Bescheid. Ich werde schauen, ob ich das entweder nur auf Server mache oder als zweite Livestream neben auf Server. Das ist dann euch überlassen. Ansonsten, ich habe die Uncharted-Reihe durchgespielt. Ich bin froh, das gemacht zu haben, weil ich hasse es, wenn Leute immer nur der aktuellste Titel von was spielen. Ich finde immer, der Weg ist das Ziel. Eindeutig. Und ich habe mich so drauf gefreut, die ganze Uncharted-Reihe zu spielen. Und ich habe es nicht bereut, Uncharted 1 bis 4 zu spielen. Gerade bei 4 hat sich das sowas von gelohnt. Und ja, ich muss echt sagen, hoppla, kann ich das hier überspringen? Zurück ins Hauptmenü, ja. Okay, ich muss nämlich echt sagen, ihr liebe Leute, ich bin absolut glücklich, das gemacht zu haben. Und das war so genial, es hat mir so viel Spaß gemacht. Trophäe erhalten, Schatz gehoben, leicht in Kupfer. Und wir sehen uns ab morgen wieder. Trophäe erhalten in Kupfer, Schatz gehoben, Forscher. Okay, sehr schön. Ja, wir sehen uns morgen wieder, aber nicht zu Lost Legacy, sondern wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play. Oh Mann, jetzt bin ich total durcheinander. Wir sehen uns morgen zum neuen Let's Play. Und zwar geht eine neue Action-Adventure-Reihe los. Es geht weiter auf meinem Kanal mit einem neuen Let's Play. Und zwar, Trommelwirbel, Let's Play BioShock 1 auf Pilzig. Also machen's gut und vielen Dank dafür, dass ihr das mit mir geguckt habt. Die ganze Uncharted-Reihe oder vielleicht auch nur Uncharted 4. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Es war so ein episches Spiel und hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, BioShock verhält sich ähnlich. Also macht's gut und bis morgen dann zu BioShock Ends. Und sorry nochmal, dass das letzte Video nicht abkommentiert war. Aber es war so viel nochmal, das hätte ich nicht gedacht. Wir sehen uns morgen wieder. Ayan Yankee.